Okay, dann 3, 2, 1. Von harten willkommen, Tau. Party, Platt und Plüschwurst. Oh, mit der Leven Hilka, der ich doch gerade so wundervoll hört habt, und mi, Lisa. Hilka, ein bewächtet Licht hin achter us. Und nein, zu allererst, wir wünschen ein frohes neues Jahr. Ja, Wir sind frohes ja nur neues die Jahr. erste Folge 2020. Oh, schön. Juhu! Ja, Ja, wirklich. Der korte Weihnachtspus ist hau an und nu geidert. Natürlich klickst wieder mit einer ordentlichen Portion Plattdütsch. Und, worum geidert Hüt? oh, wir sind ein Betten langweilig, ne? Wie kick bloß zurück. Oh, ich finde das hier ist gar nicht so langweilig. Ich mach das immer ganz gern. Noch einmal so, das Jura kicken. Und wie habt ihr Jümmes spannende Sorgen von denen? Also, du magst ja auch spannende Sorgen von denen ich vielleicht nicht so viel weit. Und ich habe auch ein paar Sorgen von denen du vielleicht gar nicht so viel weitest. Also, ja, ich freue mich drauf. Ja, weiß ich auch nicht. Warum hab uns Standläden hab wir in verleden Jahr nicht so gut pflegt? Nee, das stimmt. Das stimmt. Welcher Verlust? Ist doch ein Gaude Versat versessen Twinnig. Ja, die Standläden, wo wir da inführt waren. Richtig. Oh ja, Okay, auf jeden Fall. gut. Ja, lieg's drin, Kopöwe, einmal in Dükern, würde ich sagen. In der Ja. Januar, das just im Betrecken ob Plattdütsch und was wir so Plattdütsch Mhm. mockt habt, ich glaube, sonst war das fehlt auf fehlt. Dann wird hier noch zwei doch Leute sitzen, was wir eins so mockt habt. Und genau, wie Gott einfach mal Mond für Mond durch. Mord Und genau, für der Mord. Januar. Januar. Oh. Mhm. Ich glaube, im Januar kann ich mich noch erinnern, da, also eigens wäret so ein Betten all im Dezember wären, aber da habe ich nicht so richtig Tiet, aber im Januar habe ich dann richtig darauf hinweisen, dass ich das Duett mit hervorragend Rute brocht habe. Oh ja. Ja. Ist da noch mal irgendwas Norcom oder kommt da noch mal ein Konzert von Joe oder so? Na? Also, Konzert habe ich noch nicht geschnackt, weil will dann Mutig ja auch nach Berlin und Ach, oh. Hm. weil hervorragend kommt ja aus Berlin, aber wir hätten mal überschnackt, wie das wäre auch bei mir und der Community beten ein Wunsch, Label Plüschis, da könnt ihr auch noch mal was tau singen. Ich verlinke schon das Lied noch mal in der Bio, ob sie vielleicht noch mal ein Party-Song haben macht, der hervorragend und ich all überschnackt. So ein Betten Ja. Mallorca-Style-Party. Habt ihr da Lust ob? Oh, also ich hab schon auf jeden Fall Lust drauf, falls du wie Fragen da ist. Ich als Groupie Number One. Malle Groupie. Hm. Ja, hervorragend. Und ich habe da einmal ein Betten überschnackt, aber hey, sagt, na ja, grundsätzlich hätte er da Lust, aber er hätte aber eben auch welche down und Hm. das wäre schön, wenn wir auch noch ein Betten mehr Streams ob das late kriegt. Ja, Das ja. ein Also, Gift. wie mag du auf jeden Fall noch mal ein bisschen warm fair? Ja, genau. Das late hate einfach mehr. Als das mehr und ist vom hervorragend. Und Balladuce und Stream könnt ihr das eigens überall. Ja. Genau. Das so, Also, ganz das so kurz hier anholen und klickst dann das Late Stream. ja, Damit wie, und aber ja, ja, nee, das wird genau. dann aber, Nee. das wird dann, okay, du teuerst. Ja, nee, ich wollte auch sagen, ich mache dann eben, ich mag auch nochmal hier wie Spotify, ich weiß ja nur, wo das funktioniert, eine Umfrage, wo sie dann auch Ja. schreiben könnt, ja oder nee für Mallorca Party Pladütsch. Ich wollte gerade sagen, wie mag einfach, dass wir ganz lange nicht schnackt habt, wie beim so viel Toffeln. Ich wollte nämlich auch sagen, dann muss dann ja ein platter Malle-Hit werden. Und das gibt es Ja, ja noch gar nicht. Das wäre eine absolute Weltneuheit, oder? ja, also ich Oh, kenne mega. nimm's, dem Mallorca Platt mal, also Malle Platt Markt. Also, und da habe ich richtig Lust auf, das kann ich mir gut vorstellen, hervorragend, ist da auch richtig coolen Kerl für, Dated Ah, Wort. Und, schön. also, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also, ich meine, stell dir mal vor, dann feuert wie, dann nimmt wir dich natürlich Oh. mit als Super Groupie Number One Yes. in Bierkönig oder wo das da hält. Ja. Schön. Ey, Hilka, ne? Du wirst mir damit einen Lebensstrom warmocken. Oh Gott, Ja. dann war ein Teil von 2027, bitte.
Ja, also, liebe Hörers, bitte, Sie mögt ordentlich in mehr hören und abstimmen und dann kann ich mit hervorragender vielleicht noch mal ein Bett überschnacken. Mega. Ja, Leivik. Ja, das war, glaube ich, auch ein Highlight im Januar, wenn ich mich richtig erinnere. Schön. Bei mir war der Januar ein bisschen ruhiger und das totale Kontrastprogramm dort haben, muss ich sagen. Denn mir hat eine Frau anschreiben hat, die kümmert sich um die FSJler von Denkmalpflege. Und da habe ich schon gedacht, so, Moment, von der Denkmalpflege. Und da sind, und ganz Deutschland kommt da jemals die FSJler dann hopen, der in ganz unterschiedlichen Sorgen arbeitet und er FSJ mockt. Und sie hat gesagt, ja, eine Sprachtau pflegen ist ja auch ein Ort von Denkmalpflege. Was ich total spannend finde, weil ich um diese Eck noch überhaupt gar nicht gedacht habe. Und dann habe ich mit denen einen Workshop mockt, so ein Überleben und eine Plattschnackern, so ein Platt-Crash-Kurs. Und das war nicht witzig, weil der dann halt, die kämen mit Bayern und Hessen und Thüringen und ein paar Norddeutsche. Und die wollen aber alle doch ein Betten huckt und finden das irgendwie ganz witzig, wie ich werde mit den zweiten Lutverschuven anfangen habe. Also, das ist, was für Baugstorven hat sich eigens verändert. Und Sülms der plötzlich nicht verstaut oder der einfach überhaupt kein Betrecken tau Plattdeutsch habt, der hat sich so, boah, das war super spannend, mitzukriegen, wie sich so eine Sprache eigentlich entwickelt hat. Und das habe ich da so mit Rut genommen, was ich super witzig finde. Ich habe dann noch ein paar Formen lehrt und ein paar Tollen und der hat dann Uno-Kurten, hat mit Uno-Kurten was mockt. Und so war das ein total schöner Workshop, mit dem ich nie nicht mollregend habe. Das kam wirklich eine weg vorher, ha sie mir anschreiben, so, ja, hast du da Lust, hau? Ich dachte mir so, ja, klar, wo so nicht? Und dann ging das los. Ja, das war ziemlich cool. Ja, Das war, mega. ja, das war mein Highlight im Januar. Ja, wollt wie taut denn Februar kommen? Hoho. Der Februar. Mhm. Ja, Der war krass. der wär krass. Der wär richtig krass. Ja, ich weiß nicht, wie habt da irgends auch einiges über vertellt, aber wenn wir da irgends weiter über vertellen, Ja. wo ans könnt wir da nur gut instiegen? So. Königin. So, So ja, ja. normalerweise bin ich ja immer die Königin der Überleitung, aber Ja. Ich habe gerade überlegt, so, also ich will mal sagen, ich habe nie nicht so großes Hartpuckern. Noch nicht mal noch mein HIIT-Workouts. Also ich will schon Bunny obrecht, als wie du im Theater am Kirkengorn, also im Küchengarten in Hannover wären. Und us allerersten Live-Podcast-Show spielt habt. Also das ist schon gerade so für Podcasts und gerade für us so Nischen-Podcast in den Nischensprach ist das Glück was heel Besonderes. Also, ja, ich finde das ganz großartig nochmal von harten Dank an all die das möglich mockt habt. Und Hilke natürlich an die, wie das da doch viel mehr Arbeit ist, als ein Tag Anfang denken deit, mit der ganzen Promo und alles. Und ja, der Abend war wirklich schön, ganz besonders. Und da werde ich mich, denke ich, auf Forken noch dran erinnern. Wie wäre das für die so? ja, also ich habe da auch nochmal über nachgedacht gerade. Das käme, wir habt das ja über ein Jahr vorher den Termin all klar gemacht. Ich glaube Mm, fast ein und ein halbes Jahr und da habt wir immer gedacht, oh ja, das dauert ja noch, bis das ist. Und dann, ja. und dann wäre der Termin auf einmal da. Und Mm, ähm, das wäre so, wow, what? Und ähm, so, ich glaube, da wäre ja auch so ein Betten, das Gefühl, Gott dafür, wir sind nicht noch vorbereitet und können wieder mm, morgen und so wieder. Aber wir habt uns dann ja auch noch zusammenreden und sagt, okay, wie mag das nu? Und wie könnt das auch? ja. Und ja, aber ich weiß noch, als wir so nach der Probe und als alles so fertig war, als wir dann so in diese lütsche Künstlerkammer Ja. achter die Stufe setzen haben. Oh, Ja. ja. Ne, und wie dann so, dann, ich weiß gar nicht, da wär das Telefon, ne? Da hab ich einen Anruf kriegen, dass wir nur auf die Ja. Bühne loben können. Ja, so aussehen sich das vorstellen da, wie seid du in us Achterroom, Showroom und dann hab ich einen Anruf kriegen und ich weiß auch, als wir dann auf der Bühne waren und ich weiß, die Technik läuft, das läuft eins.
Dann war ich entspannt und dann wusste ich, hey, nu kann's richtig Spaß haben. Nu kann eh nicht mehr viel passieren. Und das war ja auch so schön, weil die Lü seiten ja so dicht bi us bi. Und der waren ja auch so aktiv, hat sogar mitmorgt und ja, war einfach richtig schön, hat mir richtig, so, wo sich einen so schön so das hat voll morgt. Da war richtig schön. Ja, das wäre richtig schön. Auch so, eben auch mit so vielen Lüdern ins Schnacken zu kommen, auch in den Pus und Ja, Achterna du Achter. nochmal. Das Ja, das wäre, war ich schon. Ich weiß aber auch, das Ding ist ja schon, wenn ein das vor Ort morgen deit, ist das jümmes schwor viele Lütau errieken. Hab ich so das Gefühl. Gerade in Plattdeutsch, Hannover ist vielleicht nicht mehr ganz so die Region für Plattdeutsch, wo das noch so groß läuft ward. ja, wir habt auch, Ähm, das Blöde wäre auch, dass wir einen Sonntagabend als Termin ja, haben. Ja, ja, ja. genau. Also, Und so, das ist so ein Learning, glaube ich, für ein anderes Mal, dass wir sich na leider an Sonnabend. genau so eine Sorgen. Also, wir habt da so bannig viel drut lehrt. Ich persönlich kann ja nur eher von mir sagen, ich bin da bannig an Wussen, weil ich doch ganz schön wie und meine Komfortzone gut wäre. Und dann war ich so, ich lebe das ja um meine Komfortzone gut gone. Und das war wirklich ein großer Step für mich. Wo ich aber auch sagen muss, hey, Hilka, du hast mir doch bannig oder Kraft, bannig viel Kraft geben. Meine Familie war auch mit da, meine Freunde waren da. Also, ja, das so toll sein, das in der Stütten. Hätte mir auch bannig viel gegeben. Ja, da Ja, weiß ich noch. Das sind so die Key Moments, die Moment, die ich noch so, die so hochdükert, wenn ich daran denken dau. ja, ach, das wäre richtig schön. Und liebe Tauhörers, wir habt ja in der Theater am Küchengarten ein Folge aufgenommen, die könnt ihr hier auch immer Mhm. noch nachhören. Das ist die Folge Uter Theater am Küchengarten, könnt ihr reinhören. Ich verlinke euch die auch nochmal in der Infobox. Aber, und das ist vielleicht auch so ein Betten, wat, wenn wie vielleicht mal wieder einladen wort, dass wie ich zwei mit dem Podcast sind, wir nehmen immer zwei Folgen ob, immer zwei Mhm. Folgen. Und die zweite, die wird nicht utstrahlt. Genau. Die ist bloß für Dave Joe. lief durch. Ja, Genau. Der kann keinen einen dann hören. Das ist Jaun eigen Goldstück, was ich denn da hört und mitkriegt. Und vielleicht ja. mitsingt oder mitrot. Eben, richtig. So viel können wir auch verraten. Ja, wie würden uns, denke ich, nur, auch ja, nachdem wir auch so ein Sommerpus haben, so ein Betten, auch uns Mhm. sammeln können und nur ja in verleden Herbst wieder richtig Dörrstart sind, denke ich auch gut vorstellen, das mag wir nochmal. Ja, auch gern in einem Raum von mehr, von noch einem plattdeutschen Abend, wenn da noch ein Ledermocker ist oder ein noch was Hm. vertellen da. Also ich glaube, das wäre schön in so einem ganzen Abend oder so ein plattdeutsch Festival so was mit drin passen. Ja, Ja. also wenn ihr ein plattdeutsches Festival organisiert oder ein plattdeutsches Wochenend oder ein plattdeutschen Mond oder was auch Mhm. immer, schreibt uns gern an und dann kommen wir mal in Genau. Schnacken, was geht. Ja, genau. Und auch was vielleicht Fälle noch nicht ganz mitkriegen habt, die Folgen kommt nur auch oder alle bei YouTube und auch bei Spotify, könnt ihr kommentieren. Oder uns halt bei Instagram schreiben. So, das Ja, sind so glücklich so die Kanals, wo wir auch Bestau erregen sind. richtig. Also, Achso, natürlich. Oder über die Mailadresse. oder über die Mailadresse, richtig. Die habt ihr auch Genau. noch. Also, über so viele Kanäle könnt ihr uns anschreiben, wie Mhm. freut uns von Joe zu hören und bitte, ja, laut uns in, wie kommt gern. Genau. Und kommt gerne schnacken. Richtig. Okay, nun kommt wir aber in den Märzmond. Ja. Was hast du denn so Schönes im Märzmond? In Märzmond. Was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, in Märzmond habe ich an meinem Merchandise arbeitet, an dem ich immer noch arbeite. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe ihn noch gar nicht mitkriegen. Ich Ja, habe das nicht mitkriegen. ja, gibt es auch eigentlich nichts darüber zu vertellen. Da arbeite ich immer noch dann und bin immer noch nicht zufrieden. Okay, wie kriegt er denn aber mit, oder? Ja, wenn das so wie es ist, dann sage ich auch Bescheid. Aber Mhm. wo einer auf Hochdeutsch sagt, gut Ding will Weile haben. Ja, das stimmt. Und das ist halt nicht einfach so mal, ach, ich bestell doch mal Cottonbetten, was? Das ist doch ein Betten aufwendiger, gerade mit Ja, Merchandise. ja, das ist so. Mhm. Okay, Das muss ja auch spannend. schick werden. Ja, richtig. Okay, schöner schon mal Drop-Test. Finde ich gut.
Ich habe im März Mond zwei spannende Sorgen. Einmal habe ich ein Seminar mitmockt, das nimmt sich Plattdeutsch lehren. Also ich habe quasi ein Wochenend lang lehrt, wie ich Annelü Plattdeutsch bipulen darf. Also wie kann ich Jau, der vielleicht Bock hat, sollen Plattdeutsch tau lehren, Plattdeutsch bringen. Das war ganz spannend. Ich habe total die spannenden Lü auch Dobby kennengelernt. Wie wollen, ich glaube, bummelig Feiertein Frunslü, der dann, ja, auch all was mit Plattdeutsch morgen wollen. Und der hat so coole, unterschiedliche Ideen und Inspirationen. Und wir haben das wieder gegenseitig total viel Motivation und Kraft geben. Wo ich mag jetzt so, ja, cool. Da gibt es doch noch mehr Buden und auch noch so viele wundervolle, bunte Ideen. Muss ich noch mal kicken. Vielleicht kriege ich noch mal einen von deinem Podcast, weil manche mag richtig spannende Sorgen. Und was ich noch mockt habe, da war ich ganz witzig, da war ich in Griebswold, also in Greifswald, bei der Leni-Akademie. Die Leni-Akademie ist von das Lehramt für Niederdütsch. Und da wollen heel viele Niederdütsch-Studenten und Studenten. Was total cool wäre, weil sonst ist Plattdeutsch ja doch eher, dass du den Lü so, feier dich, 50, sind halt meisten Betten Öllere. Und da habe ich just Lü, ja, ich würde sagen, zwischen twinnig und dörtig. Und mit denen habe ich eine Social Media Werkstatt mockt. Also, hey, wie mag ich eigens ob Plattdeutsch Instagram? Wir hatten nur Instagram und TikTok kecken. Und wir habt auch tauhopen, Lütche Reels oder Bidrech oder Froch und Stories habt wie Silben erstellt. Und das hat so viel Spaß gemacht, das war so cool. Also ich hefte halt so ein Betten, erstmal so ein Betten anleit, so ein Betten, was an der Wagtüch an der Hand gäben. Ob das nur die plattdeutsche Tastatur ist, um einfacher plattdeutsch zu schreiben oder so ein paar Tricks und Kniffe wie Instagram, wie das eins einfacher gone deit. Und dann habt ihr da richtig coole Sorgen gemacht. Und das war, ja, war richtig cool. Ich glaube, das kann ein noch in der, wie NDR o platt, also der im Filmteam bei Oktobi und hätte dort allen so mitkriegen. Und da kann man, glaube ich, nochmal nachkicken. Und das hat mir richtig freit, einfach mockt, wie ich sehen hef. Die wart ja all Schaulmeister und Schaulmeistersche. Also sind das die Plattdeutsch-Multiplikatoren von morgen. Und da war also das hele Märzmond war so schön zu sehen, dass noch so viele Bock auf Plattdeutsch habt und so viele wollt, dass die diese Sprache wiederleben deit. Und das, ja, das war für mich so der Märzmond. Das war cool. Ja, mega. Mega. Mm. Ja, und dann hätte Inks auch so uns Pus anfangen, ne? Wir habt verleden ja dann Ja, noch mal, genau. ja, happy unbeabsichtigt ein lange Podcast-Pus hat. Ja, da ich mir Jürgens noch late. Es war ja aber so trubelig, wie dir und wie mir, da wir das nicht hinkriegen habt, ne? Ja, 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 das hätten wir nicht hinkriegen. Mm. Aber wie gelobt, Besserung. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist also erstmal wie wat bäde. Wir haben nur, ich glaube, ich bei den Gauden-Rhythmus für us gefunden, wann wie in us Tietplan so ein Pusen habt, wo wir das Gaud mit inbauen könnt. Das ist ja auch noch so ein Punkt, wie könnt ihr nicht von leben. Wie mag das ja einfach so. Wie Ja, Spaß und Freitag und gern Schau noch mehr Plattdeutsch anbauen möchte und mit ihr schnacken möchte und wie möchte ich auch da oben schnacken. Also ich finde ja auch Gaud, dass ich dann immer einen Termin mit Hilka habe. Ganz uneigennützig. Ähm, Ja, von daher, Glöwig, also ich habe ein Gaudet gefailt für 2020, dass wieder wer der Gaut hinkriegt. Du an den Stangtop liefen. Ja. wir wären Wir aber hatten auch immer schon coole offen Themen. für Sponsoren. Oh ja, ja, dann wollte ich auch noch sagen, Squatty Potty, Squatty Potty, Squatty Potty. Monster Energy wäre auch okay. Also, Nee, nee. wir können uns Fail vorstellen. Genau, dann mal wie nur mal in Schnack kommen. Ja, aber Schnack wie wieder wird in April. Ich muss gerade überlegen, ob ich da noch in den Tüdel komme, denn ich weiß, Ah, ich was bei ihn, bei ein Droppen für, ja, Plattdeutsch, mit Fokus auf das Ostfälsche in Magdeburg. ui. Ja, Aber ich Fähle weiß, weet gar nicht, dass da ja auch noch Platschnackt wart. ja, In ja, Magdeburg. Mhm. In Magdeburg, ja, und ich weiß nicht mehr, wann das genau was. Aber ich kann eben vertellen, das wäre Ja, richtig schön, eben dann auch mal so eben Lühe und Sachsen-Anhalt und Niedersachsen kennenzulernen, die südlich von Hannover oder in Hannover auch aktiv sind und eben ja, verschiedene Ansätze habt, wo ein auch in das ostfälische Sprachgebiet
das plattdütsche Bäde, ja, kundig machen kann, ne? Dass mehr Mhm. Lü das eben mitkriegt, dass eben auch Plattdeutsch Land ist. Und ja, da habe ich echt viele Lühe droppen, die ich schon die Mhm. ja all kannte, aber eben auch nie lüht. Und da war das nur auch im Februar. Denke ich, war ich auch ein paar Lühe davon werde sehen, aber das kann ich dann Ah. vertellen. Ja, Ja, genau, die Taukumskiken, das mag wie Tonne Enburg singen. ja. Spannend, okay. Und was sagst du? Hätte der Plattdeutsch noch eine Chance? Ich denke, die große Sprachgruppe Ostfälsch, ja, weil Ostfälsch ist ja, wenn ein sich das Sprachrebät ankickt, engst das grötzte Sprachrebät von alle plattdütschen Varianten. Das geht ja ne, in Osten so bit nach Magdeburg, dann in Söden über den Harzrand bit Göttingen, in Westen bit Hameln und dann eben bit Rob nach Hannover und noch rin in die Lüneburger Heid. Ähm, und das ist riesig und das ist eben auch die einzig plattdeutsche Variante, die ich sag mal so ein Ost-West verbinden hätte, ne, die über die Grenze von einem Bundesland drüber läuft. Ja. Und da denke ich so grundsätzlich hätte die Sprache viele Chancen, aber so Jabe in der Binnenland kannst du eben nicht mehr mit Küstenromantik kommen. Ja. Und ich glaube, das ist eben die Aufgabe, dass ein sich von die Idee frei macht, zu sagen, ach ja, die Plattdütschen, die sind da an der Küste und die singen Shanties oder lebt in Hamburg oder Kiel Mhm. oder Rostock oder weiß ich nicht, sondern da den eben auch anfängt, die Sprache anders zu denken und dann aber eben noch ein Obruf an die Ostfälsch-Schnacker, bitte lad auch Lüe Tau, die vielleicht erstmal mit einer anderen Variante kommt. Weil das geht ja Ja. erstmal grundsätzlich darum, Plattschnacker wieder Rintau bringen in das ostfälsche Rebät. Und ich sag mal so, die Luden und die Besonderheiten von das ostfälsche Platt anzunehmen, das kommt. Und da gibt das Ja. wunderbares Lehrmaterial. Und da kann ich auch all so ein bisschen Sneak Peek, Marken, Traffic Later noch gar nichts. Gar nichts über vertellen. Aber ich Ah! kann sagen, da kommt was für die Ostfalen. Ja, mega. Also ALDD, Ostfelsch, Platschnacken und Lehren möchte, schrieb das gerne mal in die Kommentare. Das ist ja spannend. Ja, darum. Also ich denke, das Ostfälsche, das hätte eine Chance, vielleicht nicht jed ein Platt und jed ein Dörp, aber der große Überbau und dann mit einige größere Varianten, das hat auf jeden Fall Zukunft. Zukunft. Mega. Ja. Ja, das klingt doch richtig gaut. Schön. Ja. Ich wär im April ob das Barcamp. Das ist irgendwas, was auf jeden Fall Taukunft haben oder hemmen wat. Das Barcamp ist ganz borven in Leck. Leck ist durch, äh, ja, Bihusum in der Nächte, wie Dagebühl, wenn man nur Sylt möchte, oder direkt im Manga an der dänischen Grenze. Und das Barcamp, da bist ja auch einmal wen Hilker, das ist eine Ja. Unkonferenz. Das bedeutet, da kommt heel viele Lü hin, der einfach Bock auf Plattdeutsch hat. Und der hele Stundenplan steigt noch gar nicht. Also, wir weit noch gar nicht, was denn da eigentlich mockt wat. Und dann gibt das Sessionpläne. Und am Anfang lernt ein sich just Gott kennen. Also ein Schnackgott, wo kommt ein her, was mockt ein so, was verbindet ein mit Plattdeutsch. Du musst auch kein Plattdeutsch schnacken können. Du musst es schon beten verstauen können, aber einfach frei dran hemmen und open werden. Und dann kann jed ein von den Lüde, die da hinkommen sind, könnt verschlauen, was für eine Session sie morgen möchte. So wie hat zum Beispiel mal eine, der hat über Kinderböcke geschnackt. Dann hat wie eine gesagt, der hätte gesagt, ja, ich will einfach nur plattdeutsche Musik morgen. Vielleicht möchte ein da ja diese bummelig 45 Minuten mit mir einfach im Betten singen. Eine hat eine plattdeutsche Meditation mockt. Ich habe mal einen Vertrag holen über in der Talkshow und all das, was ich mit Nuno so beleben darf. Und so kommst du da morgens hin und weißt noch überhaupt nicht, was da eigentlich passieren deit. Und das ist so ein dulles Format, das gibt das hätte das jetzt vielleicht Jahr das vierte Mal geben und das Jahr am 28. Märzmond, also 28.03., gibt das Wedde düsset Barcamp in Leck. Das kostet nichts, ein kriegt Äten und Trinken und ist ein Dach von bummelig Clock Time, bummelig Clock Feier.
ein also absolut dulles Format, was ich total ne Stütten dau. Ich mock taun Mittag mit Jau einen Kotten Energizer, also ein Betten Touren, Betten meditieren, damit wir werde full Gaude Loon dann werde in die nächste Session gott. Achter das Mittag äten. Und genau, wenn ich Jau da anmelden möchte, dann schickt wie denn, also du gibst einen Link drauf, der kommt auch mit in die Folgenbeschreibung drin. Ja. Ja. Da muss ich nur gerade mal in den Kleiner kicken, wie ich bin der Weg in Kiel. Nein, Hilka, da hab ich doch gar überhaupt nicht überschnackt. Aber du hast jetzt ja nicht Kaffee wie Eat Blood Love, wie Instagram all Werbung doch vermockt. Ja. Aber ich gar nicht überreden, aber ja, ich bin der Weg in Kiel. Oh, Level Höhe. Hilka. Ja. Oh, vielleicht können wir da doch oben eine Session anbauen. Oh, das wäre mega cool. Ja, ne? So eine, Levelü, oh, seid wie zu hoch, ob das Barcamp in Leck eine Session anbeten? ja, ja, ja. Schrieb uns das bitte, ob ihr das Ja, machen cool. sollt. Oh, mega. Okay, Hilka, dann wird wieder achter nochmal genauer überschnacken. Ja. 28.03. Mega Ich cool. zum Kalender. Barcamp, Leck. Die Partyplatt und Plüschmutz-T-Shirts habe ich auch noch. Hehe. Das wird schmört. Schön, guck wie mal. Oh, das wäre ja schön. Ja, okay. Ja, Ja. der Happy dann auch wieder Reklam mockt. Echt, ey. Werbesession over. Dann kommt, wie klickst mal in den Maimond. Hast du doch was Spannendes mockt? Ja, da habe ich die erste Utgabe von das Ostfalen-Magazin Inspiration Ostfalen in der Hände kriegen. Ui. Weil ich weiß in das verleden Jahr das allererste Plattdeutsch-Testimonial für dieses Magazin Inspiration Ostfalen. Und ja, dröfter ob ein sieht über das Thema Social Media und Plattdeutsch schreiben und das eben Lühe zusammenbringt und das was, ja, das wäre richtig schön. Und ja, und ich kann auch nur, ja, und da hätten die so viele Lühe anschreiben, immer Leve Gröte an Holger. Du hast ja auch all mit Holger schreiben. Leve Gröte Holger. Und da kann ich auch all sagen, dem Verlag hat das so gut gefallen, was ich da morgt hab. Ich treffe auch in dieses Jahr wieder Plattdeutsch Testimonial in das Ostfalen-Magazin Inspiration Ostfalen wählen. Also wenn Sie in der Region sind, hier ob de Kant Ostfalen zwischen, ja, Peine, Betten, Magdeburg, Hameln, Göttingen, kick mal, ob sie in der Apotheke oder in Lütschen Bauchladen oder in Reformhus, da liegt die Magazine so ab bummelig Ende Februar ut. Und da könnt ihr die mitnehmen, der kostet nix und der gibt das natürlich nicht bloß Hilker und Plattdeutsch bin, sondern da gibt das auch viele Tipps und Hinweisen über Aktionen. Ob der Kant Ostfalen, wo gibt das die schönsten Hofcafés, wo gibt das Hofläden, wo sind die Schüttenfeste, wo sind die Altstadtfeste, wo sind die Wienfeste und was gibt das eigens besonders in Ostfalen zu entdecken. Und da kann ich auch all sagen, in dieses Jahr, das ist nicht so mein Thema, aber vielleicht gibt das Lüe von Joe, der das gut findet, die schönsten Radwanderrouten. Oh, schön. Ja. Ja, Okay, spannend. Ja, cool. ja, das ist auch so nett für das Thema Ostfalen. Ostfälisch. Ja. Das gibt dann doch immer was niet und ich bin auch so dankbar, dass der Verlag mir diese Chance gibt, dass ich da eben ja so ein lütsches Sprachrohr ja, wählen darf. Das ist richtig schön, das ist ein große Gabe und da muss ich auch nochmal Danke sagen an den Ostfalia Verlag. Mega. Ja, danke, danke. Jeden oder überall, wo platt werde, ob du könnt hilft auf jeden Fall bannig. Richtig cool. Hab ich noch gar nicht sehen. Muss mir mal ein Bild von schicken, wenn du das hast, ne? Ja, Cool. Ich habe im Mai auch eine spannende Sorge, auch was mit dem Bauch zu oben hangt. Aber ein Korkbauch auf Plattdeutsch. Das ist, das heißt auch Korken auf Platt und ist nur just, ich glaube, 1. Advent, also sieht den Dezembermond, ist das online, ist das Tauköpen. Das gibt das auf jeden Fall in der Region Cuxhaven und Barkstäh und Estebrüch, Hadeln. Das ist so die Liederregion Cuxhaven.
also rundrum, der habt einen Verein, der heißt die Plattdütschen e.V. Und die Plattdütschen hat gesagt so, boah, ja, wir möchten gerne einfach mal ein richtig wertiges Korkbauk auf Plattdütsch, um mal so die ölleren Rezepte richtig wertig in einen schönen Bauk zu haben. Und das war so witzig, da war ein Foodfotograf. Und dieser Foodfotograf, der brug einfach einen halbigen Dach, um ein Spargelsalat irgendwie zu fotografieren. Ich muss aber sagen, die Bille sieht richtig, richtig gaudut. Und das ist so gebaut, dass einmal das Rezept auf Hochdeutsch hat, dann das Rezept auf Plattdeutsch und dann gibt es in der eckenlütschen QR-Code, wo sie auf das Video kommt, um mit us, also auf Plattdeutsch, dann live zu korken. Da war ganz witzig. Die liebe Gretel und ich, wir haben den dort oben korkt und halt, genau, vertellt, was wie du morgt, also wie korkt das hier, wie schnibbelt das durch. Und genau, dann kannst du quasi live auf Plattdeutsch mit us korken. Mit dem Bauch kann ich auch Thermomix? nochmal verlinken. Nee, ohne Thermomix. Ohne Thermomix. Genau, das gibt das für bummelig dort 1 Euro. Und muss eigens in den Baugläden, auf jeden Fall durch in der Region Cuxhaven to kriegen werden. Und im Internet, da möchte ich einfach mal in die Plattdütschen e.V. kicken. Da gibt das. Ja, das war spannend. Das war ein ziemlich cooles Projekt, weil ich auch nicht ganz so gern Korken da, aber ich habe Gretel dabei, der war super. Wie war da ein gaudet Kork-Team. Ah, klasse. Super, richtig Ja, das war schön. wirklich cool. Ja, also gerade für dieses Wertige finde ich total klasse, weil das wirklich ein richtig schönes Bau geworden ist. Ach, toll. Ja. Ja. Okay. Jump wie wieder? Ja, Immer in den Juni. Hast du da was Schönes belebt? im Juni, na, da kommt für mich nur so ein bisschen so eine Durststreck. Muss ich wirklich sagen, weil ich habe das in Weckefolg, habe ich das vertellt vor Weihnachten. Ne? Das ich hab da ja lang nicht überschnackt, weil das war so ein Betten, und ja, und ich weiß nicht, wo das hier wieder geht und so wieder. Aber ich bin ja aus Hamburg welche trocken. Und das hätte sie eine Gründe hat, gute Gründe und ich bin auch blieb, dass ich das morgt habe, aber das wäre nur auch echt so, dass ich in Juni und Juli dann auch endlich in min Niert Tahuse in trocken bin und da Schön. habe ich viele Sachen gemacht, aber ja, nicht so viel für Plattdeutsch. Ja, und dann ist so voll toffe Storn. Da gibt es dann einfach andere Prioritäten. Richtig. Ja. Ja, wie mein Sommer, also war auch gar nicht so voll. Ich habe 2 richtig coole Sorgen gemacht. Einmal das Zeigen-Yoga mit an dem plattdütschen an dem Landjugenddach. Das war ganz witzig. Da habe ich einen Workshop anbein. Also Landjugendlichen und ganz Deutschland kommt dort oben. Und mit denen habe ich dann Yoga auf Plattdeutsch gemacht. Und dann hat eine, der hätte halt, der das mit dann organisiert hat, der hat gesagt so, du Lisa, ich hab so noch zeigen, so Lütsche sollte zeigen. Ist vielleicht ganz witzig, wenn die dabei sind. Ich dachte mir so, ja, wie genial ist das denn? Also happy, zeigen, Yoga und Plattischmack. Der sind da dazwischen der Lopen und so Betten rumschnudelt. Das war so niedlich. Also für all die, der das sich gerne nochmal ankicken möchte, ich hab das auf meine Instagram sieht. Da könnt ihr auch das einmal nochmal ankicken. Das war bestes Wetter, wirklich. Der Häfen war azurblau, das war so schön. Wir hatten so eine Ole Obstwisch, dann sind die Zeigen durch langlopen. Wir haben dann erst ein bisschen Yoga gemacht, dann haben wir noch meditiert, dann haben wir noch Bingo gespielt auf Plattdeutsch. Also wir haben das so einfach einen hell schönen Dach gemacht. Und das war, ich glaube, so, wenn ich das so ranken muss von den Sorgen, die ich so belebt habe, wäre das ein von den Top 3 Sorgen verleidet, ja, auf jeden Fall. Wie das einfach, du hat alles passt. Das war einfach alles schön. Das war richtig, richtig cool, das Zeigen-Yoga. Und davon danke nochmal an Sönke von Landjugend Radegast. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie wir da in der Elf-Region. Da war ja großartig. Und was ich auch gemacht habe im August, da hat vielleicht auch der ein oder der andere mitkriegen, da war ich auf das Pangea-Festival und hab da mit den Festivalbesuchern, die Bock haben, Plattdeutsch-Yoga gemacht. Und das ist auch jümmes Wette so eine dulle Stimme. Also ich war ja verledet Jahr all durch und auch das Jahr dorther. Und ich bin jümmes Wette baff, wo viele Lü ob ein Festival, wo ein ja eigens hingehen und um Toffieren und so. Da gibt es halt auch Workshops, ja. Aber ich kenne mich selber, ich kick total ungern dann auf die Glock, um zu sagen, so, nun muss ich da den Workshop hin. Und trotzdem werden so bannig viele Lü durch.
Also die letzte Yogastunde war ein bummelig sömtig, tachentlich Lüdor, wo ich dachte so, wow. Und der Weg, der da plattisch ist. Ja, also da fange ich aber auch einfach großartig sein. Hey, da gibt es noch so viele Leute, die Bock drauf habt. Ja, das waren meine zwei Highlights auf jeden Fall im Sommer. Hm. Ja, huckt wieder ein Klicks in August. Ja, beziehungsweise, also ich bin damit im August auch all der. Ach nee, eine Sorge habe ich noch im August. Ja, vertell erstmal den August. Also in August habe ich erstmal viele Anfragen, dann so ab September kriegen, was ich da dann in Herbst wieder mit Plattdeutsch machen kann. Aber ich heftet alle eine Festival voll vertellt, aber nun muss ich dir doch nochmal sagen, ich weiß ja, ob mein hart und führig lebt, Mera Luna, und da habe ich auch ein paar von Joe droppen. Und das Oh. war nicht schön, ob ein Festival, ja, das ein vielleicht auch gar nicht so mit Plattdeutsch verbindet. Und dann eben auch noch in Hilmesen, also Hildesheim in Ostfalen, Plattdeutsch zu schnacken und etwas so schön. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich der ein oder andere dieses Jahr in August wie Mira Luna wäre da droben do. Wäre richtig schön. Oh. Schön. Ja, also bist du das Jahr. Wie sind deine Festivalplans das Jahr? Mera Luna? Ist noch ein Ja, Festivalplan? also Mira Luna ist auf jeden Fall set und denn du kennst ja mein große Heartslave. Ja, so der ein oder andere hat ja auch mitkriegen, dass ich auch gern Wanner in Harz oder auch Skilob in Harz. Und dieses Jahr versuche ich mir noch mal was ganz Neues. Ich feuer Anwalt Purgis in Harz. Ja, Oh. Ich dachte schon Rocken am Brocken oder so. Aber okay, ja. cool. Nee, Harzrock und Rocken am Brocken ist halt gut verkauft, kriegst du ja keine Karten mehr für. Ah, okay, short. Nee, Ja, das, cool, Walpurgis. ja, also mega. Also, und da ist ja eigens die hele Harz bloß ein großes Festival. Und Krass. ja, Okay. ich weiß noch Da nicht, musst du auf ne, jeden Fall noch über vertellen. ja, da muss ich noch über vertellen. Ich weiß auch, ich habe noch nicht den genauen Plan zusammenstellt. Ich bin auf jeden Fall 3 Tage da. Und was ich dann da eben noch mag, ich habe mir bloß Sag all Rutsicht, eine mystische Hexenwanderung. Stark. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ja, Cool. also, ne, ob ihn das nur als Festival ja benehmen kann, weiß ich nicht, aber klar, auf jeden Fall Mira Luna, Mhm. das muss werden. Auf jeden Fall. Schön. Okay. Ich bin nämlich im August noch auf dem historischen Markt in Bad Essen und hab dort mit Kinnes plattdütsche Armbänder bastelt und tüdelt. Das war total schön, hat Spaß gemacht, wir haben gar nicht Wetter hat. Ja, und gerade das ganze Historische war ich schon krass toll sein. Wo war Septembermond. Septembermond. Septembermond ist Plattdeutschmond. Yes. Ja, was wäre bei dir so los? Tatsächlich gar nichts. Ich gehe so Was? hin und her. Vielleicht, also, das Ding ist ja, wie mir löbt jo gefällt, so im Achtergrund, was ein vielleicht nicht so mitkriegen da. Also, ich schrieb jümmes für das Lama-Magazin. Das ist ein von der Landjugend, das Magazin. Da gibt es eine Platte sieht, da schrieb ich jümmes für. Ich mag jümmes noch die plattdütschen Meditation, der ich uploaden da. Ich habe im September wieder anfangen mit YouTube. Hier nur auch, dass der Podcast bei YouTube upkommt, dass die Meditation bei YouTube upkommt, die ganzen Shorts und alles, was von Insta ist, ist nur up bei YouTube. Also das habe ich alles werde ich hier kriegen. Und genau, von daher Hike so richtig vor Ort, Hike nicht so viel. Aber dann läuft ja die hele Tit was für Instagram und so. Genau. Ja, ja. Also bei mir wäre dann im September doch ein bisschen was los. Ich wäre für 2 Veranstaltungen ob ein ja, Kulturfestival baugt in der Slot Wolfsburg, im Schloss Mhm. Wolfsburg. Da habe ich eine ja, Förderung ob Plattdeutsch durch die moderne Kunstausstellen geben. Das, Cool, ja. ja, richtig schön. Das wäre richtig toll. Im Oktosan so, wenn ein so eine Föhren mal in einen Sprach mag, die einen so gar nicht mit Kunst verbinden darf.
Mhm. Das ist das ja auch. Und wo de Lü dann eben sich auch darauf inlauten hebt, selbst so das Bild tau erkunden. So, mit mir Vokabeln, die sie dann lehrt und sagt, oh, was kannst du da sehen? Und das dann eben auch platt zu beneuen und dann darüber auch, ja, nicht bloß was von mir als Führersche vorkaut zu kriegen, sondern selbst anzufangen, sich in das Bild, in das Sujet rintau denken und ein Infall davon zu kriegen, was der Künstler vielleicht udrückt hat. Also, das wäre richtig, richtig schön. Und dann, als ich damit fertig war, muss ich gleich gut unter das Slot loben, weil ich war auch noch bogt von Heimatverband in Vorsfelde und hab dann da an Stand mit Storn und hab dann da Plattdeutsch Input mit der Lühe gegeben und die habt, ja, ich glaube, das weet gar nicht so viel. Ich bin ja von der Brunswickische Landschaft engagiert, ehrenamtlich in der niedersächsische Schaulkampagne Platt ist cool, ständige Vertretersche Tauwen. Und da habe ich dann von Platt ist cool ohne Ende Postkarten krägen. Und der habe ich dann an die Lühe verdelt und mit der dann da eben auch ein Bettenwart abschreiben und bin über das Gelände loben. Und ja, das war schön, weil die Lühe dann erstmal so, und dann, ach ja, ich kenne noch auch und da weg in Ostfriesland, und dem mache ich gerne mal eine Postkarte schreiben und oh, meine Oma Oh. und der und ja, und das wäre dann richtig schön und ich habe dann eben auch so verschiedene Varianten hat, so Postkarten, die ob ostfälisch bedruckt waren und welche, die wären so eben in der Nordniedersächsischen Sass bedruckt und da konnten ein sich dann immer gut säugen, was ein so brug. Ja, und so bin ich dann eben auch im Plattschnacken gekommen mit der Lühe und wir haben dann eben auch über das Thema Platt da in der Region schnackt und das war richtig schön und ja, und dann bin ich auch noch so beten über das Festival oben und dann ist da ein Band ob Pet. Ähm, und das wäre mega witzig, wie ich hab erst gedacht, ich verhör mich. Wie, dann habt ihr, das ist so eine irische Folk-Coverband und die habt dann aber tatsächlich dat du mir liebsten Büster sungen und von der Oh, schnackt, als nein. wäre ich gewesen, nimm's platt. Oh, ist das Zeit. Oh, wie schön. Das wird ein Überraschen. Ja, das wäre ja richtig schön. Also, und das wäre dann so, ich hab dann da auch so geistesgegenwärtig fix eine Insta-Story von Markt und Dale Mhm. und so, und wie cool ist das hier? Und dann hat mir viele, viele Leute noch anschreiben, so, ja, wo hält denn die Band? Und so wieder. Ich glaub, das ist das einzig plattdeutsche Lied, was die habt. Aber dann habe Ja. ich dann, dann habe ich dir natürlich auch noch den Norms wieder gegeben und dann wäre das eben auch so, dann habt ihr geschrieben, ja, oh, wie sind auch da und da mit Auftritte und das habe ich dann auch geteilt und ja, also da hab ich ein gute Dart gemacht. Da habe ich was gute Joan. So ein Band unterstützt. Mega. Ja, Modok Ja, Van. Wir werden uns gegenseitig unterstützen. ja, Cool. Ach, wie richtig, witzig, ja. Ich ja, kann mir den richtig. Blick vorstellen, so, Moment, ist das Plattdeutsch? Ja, wirklich. Also, da habe ich so gedacht, hä? So, wenn er zuerst Cool. werde ich nicht so was als Finnegans Wake gelöppt und dann von Mhm. Fersengold Thekenmädchen und dann kommt auf einmal, da war doch platt und ich denk so, hä? Witzig, okay, was ein Repertoire. Okay, also Ja, das war nicht cool. ja, wäre richtig cool, wäre richtig schön. Witzig. Ja, das wäre so mein Highlight, guten September. Ja, ich habe dann da anfangen mit so, ne, was du auch sagst, so im Hintergrund wird dann Betten Mehrtau marken. Mein Mhm. Instagram habe ich ja schmählich vernachlässigt in verleden Jahr. Ja, wie Okay. vermisst die Bannig? Ja, Aber ja, wir habt ja schon vorhin überschnackt, das ist Fernarbeit. Und das ist dann, was da ist dann, ja, acht der Rühne fallen deit. ja, das ist so. Das ist so. Und er muss ja auch noch mal in Harz wandern und Skilopen feuern. Ja! Oh, nur Grund, wo so viel Schnee wär. Auf jeden Fall. Ja, Hm, richtig. schön. In Rom. Ja, aber das wäre so mein September-Highlight. Schön. Ja, Jumpi wieder. Ein Drom wäre auch der Oktober. Was für Überleiten.
ähm, Im Oktober habe ich platt um Pizza mockt. Und das war ein Verdrach bei mir in der Dörp, wo ich groß geworden bin. Und das hat mich so nicht freit, weil dann ja doch viele Lüfe von Freude gekommen sind und das ganze Tauschspruch von der und ich habe also ich habe zwei Deilt, aber ein sieht er wegen Beten was vertellt von I Blood Love, was ich nur irgend so driven da, wie viele interessiert das ja auch so, wo ist denn eigentlich eigens abbleiben? Und im zweiten Teil habe ich das mehr interaktiv gestaltet. Also, dass der Lü mit rohren muss und dann gäbe das noch ein bisschen bewegen, damit die mir nicht inschloppt und halt so eine Socken. War ganz witzig. Meine Mama hat quasi meinen Insta-Boyfriend spielt. Das ist ja immer so das Ding, Mama, hochkant, alles klar, krieg ich hin. Und dann habe ich mir die Videos da achteran angucken. Und dann ist ja so witzig, gerade so wie Ölleren Lü, der schlaubt dann einfach in. Und manche haben da so schlappen und ich hab dann seine was so lachen. Also wirklich so richtig schön den Kopf in den Nacken und dann den Mund orten und dann habt ihr da schlappen. Hammer witzig. Ich nenne das überhaupt nicht böse, ne? Ich finde das so witzig. Genau, das war schon mein Highlight, so ein bisschen Heimspiel zu haben. Und dann, ja, Hus mal so ein Pferdrach zu holen vor den vollen Peetshof. Das wäre richtig schön. Ach, klasse, richtig schön. Super. Ja, in Oktober. Wie die so? Ja, in Oktober habe ich noch kurz bevor ich in meinen Mallorca-Urlaub geflogen bin, ein Vortrag über Platt und Social Media beide platt kriegen in Wetschott holen. Da wär ich all vor 2 Jahren mal in Lorden wären und da treffe ich nur wieder hin und habe so ein bisschen was vertellt, wo eben Social Media gerade ob Land auch helfen kann, hier Plattdeutsch-Kontakte kennenzulernen und wo ein sich darüber auch ja so in das selbst ob platt kommunizieren bringen kann, dass das ein bisschen leichter ist, darüber eben rinterfinden und ja, habe dann eben auch nochmal die plattdeutsche Website ostfälisch-wörterbuch.de vorstellt und wo ein mit der Beo-App arbeiten, wagen muss. Ja, Ja, das wär richtig stark. schön. Ja, richtig schön und wenn auch echt dafür, ne, dass das eben Ostfalen ist, wären glaube ich auch knapp dördig Lü da. Ja, So, stark. richtig Cool. schön. Da macht So, das auch richtig Spaß, wenn du magst, so, hey, die Lü, wollt dat, es sind einfach Lü, die du Lust drauf habt. ja, ja, und dann wären eben grötztenteils ollere Lü, aber Klischee-denken, bitte hau af. Jed ein het ein Smartphone hat. Ja, ja. Und als ich dann gesagt habe, okay, wir könnten nur mal, holt bitte, wenn ihr ein Smartphone habt, das Smartphone ruht, wir könnten nur versorgen, zusammen die Tastatur auf Plattdeutsch stellen. Oh, da werden sie aber alle fix dann wieder das Smartphone ruht holen. Ja, ja, das ist so witzig. Aber das passt so schön. Ich muss das mal kurz als Overleiten nehmen für den November. Denn du hast eine Social Media Werkstätte in Warnemünden geben. Und da wird das genauso. Ich habe auch so sehen, so, okay, wir haben ein paar jüngere Leute dabei, zum Beispiel so von der Böin, von der Karl Töpfer Böin. Nee, Karl. Töpferstiften. Fritz Reuter-Böin, Entschuldigung. Fritz Hier, Reuter. genau, Theorde in Schwerin. Der habt ja auch eine Lütsche Planische Afdeilen. Und da waren ziemlich viele jüngere Leute dabei. Und halt, da war eine, die hat eine Kremser Furten, also so Kutschfurten und wollte auch Plattdeutsch morgen und irgendwie Social Media bewerben und wollte halt was lernen. Also ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen. Und da habe ich auch der allererst erstmal die plattdeutsche Tastatur instellt. Ja, also, aber ich wollte die nicht so hart aufdrängeln. Hast du noch was im Oktober? Nee, das ist so, dann bin ich ja erstmal in Urlaub. Ach so, Wäre auch ja, schön. stimmt. Ach, schön. Oh, war dein Drom. Ah Genau, und ja. ich war in Warnemünde im Regen. Aber ja, die Social Media Werkstatt hat bannig viel Spaß gemacht. Ich habe ungefähr das gemacht, was ich mit den in Griebswald all gemacht habe, dass wir halt einfach kicken, wie funktioniert Instagram, wie verstärkt den, so als wie das Gorndeit, wie verstärkt den Algorithmus und wie kann ich Instagram dann verminuten und dann habt wir ordentlich öft und in Hollen, Sülm dann herstellt. Das wird ziemlich cool. Ja, mega. Ja. Richtig gut. Richtig gut. Ja, November ist ja auch so ein Betten fast Weihnachten. Und, Ja, ja. aber weißt du, was wir vergessen haben mit Oktober? In Oktober haben wir wieder mit dem Podcast anfangen. Ja, ja, du hast recht. Genau. Ab Oktober gäbe das dann werde neue Folgen. Mhm. Ja, richtig. Oh, zum Glück sind wir wieder reingekommen. Und das hätten für mich auch so ein Betten dann den Herbst dominiert, die Folgen abzunehmen und
Fertigtomaten, ob Tolladen und so wieder. Das wäre so mein Plattdeutsch Dominanz, so ein Betten. Und dann Mhm. in Hintergrund herweg, in Achtergrund herweg, so ein Betten noch was mag. Und dann treffe ich auch noch mal wie die Städtische Galerie in das Slot Wolseburg an der Vernissage von der großen Utstäde auch noch mal einführen, ob Plattdeutsch holen und das wäre auch richtig schön und das sind auch live Ja, krass. Lüder wie wenn, ja. Ja, das wär eben noch mal nett, das wäre eine lütsche Trupp, aber eben auch Lüde, die spontan hinkommen sind, ein paar Lüde, die sich das vorgenommen haben, da kommen. Und das wäre schöne Trupp so von Lüde, die gar kein Platt könnt, von Platt-Profis und Lüde, die Platt grad lehrt habt. Und ja, das wär eine sehr, ähm, ja, private Lütsche Föhren, die ich da noch mal an ersten Advent geben heft. Das wäre schön. Oh, ja, das stelle ich mich schön vor. Und da gäbe es ja auch viel, wir haben eine Folge umgenommen rund um Platt und Kunst und da hast du ja auch noch mal ein Bett für dich davon vertellt. Ja, ja. Bitte Ja, hört das ja noch hört mal rein. Hörte auf jeden Fall rein und besonders schön ist ihr Bild beschrieben, die Lisa da Ja, habt. oh Gott, ja, ich bin ein richtiger Kunst. Wie nennt man das? Newbie. Ja, 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 naja. wie de Föhren, wie lang wie auch ein dabei, der dir voll all hört hat und erst wie dann vor das Bild Nein, staunen und die sagt, oh, da ist ja der Ring so. nein. Ja. Okay, das ist richtig witzig. Oh shit. Gruselig, ja, ja, ja. Ja, hört auf jeden Fall in die ähm, Folge rein. Gibt mir was zu lernen. absolut, absolut. Ich hab doch viel mit Ruth genommen. Auf jeden Fall. Und genau, mein Dezember war ja auch dominiert vom Platten Adventskalender. Da habe ich quasi eine Platt-Challenge gemacht mit den Lüben über Instagram und WhatsApp-Kanal. In 24 Tagen tau mehr Plattdeutsch in den Alltag. Und da habe ich dann bannig viele Tipps und Tricks hat, wie du später Plattdeutsch in den Alltag mit bauen kannst oder später lernen kannst. Und genau, da war ich schon viel Arbeit. Und das ist ja auch Arbeit, die ich all im November Monat dann anfangen deit. Aber ja, hat mir Spaß gemacht. Dann, und genau, Gott für Weihnachten käme dann ja noch us Special Vollbrut. Ja, richtig. Das allererste Mal in Mm. Weihnachtssünnerfolg. Genau, genau. Hat mir Spaß gemacht. Merkt, wie das ja eigentlich mal weitermachen. Aber die Rauhnächte dann. Ja, aber der Rauhnächte. Wie sind dann hinterher auch noch so viele Sagen, Tau Weihnachten in vollen. Ja, ja. Aber vielleicht mag wir in Düsseldorf ja dann erstmal Rauhnächte und dann dat ja Lorter schnackt wie dann wäre über Weihnachten nochmal. Ja, ja, Band abfesseln. Richtig. Richtig. Ja, min Dezember, da habe ich Ja. mich mal wieder um mein Instagram kümmert und mein Ja. jährliches Weihnachtsspezial rinbracht. Ich habe aber merkt, ich habe das vielleicht auch gemacht, wenn ich mir auf Instagram folge, ich wäre im Bett Stress, weil ich habe die Adventssündare dann immer im Betten durcheinander kriegen. Nein. Ja, aber Oh, ich hab gedacht, naja, das ist nur so. Und äh, seid. sie hat auf jeden Fall wieder meine Bastelarien da zu sehen kriegen, mein Backrezept für Weihnachten und natürlich auch so ein Betten, ja, Fun Facts über Weihnachten. Und ja, und das wäre dann irgendwie mein plattdütschen Dezember und nun fangen wir erstmal wieder richtig an. Ja, absolut. Wollt wir noch einen ganz kurzen Utblick geben, ob was das denn nicht so kommt, deit? Mhm. Was kommt bitte denn so? Oh, ich habe nur im Februar richtig viel. Gerade so was auch das Thema Ostfälsche angeht. Da habe ich so ein paar Termine, die sind schön, freue ich mich all ob. Dröffig noch nicht so viel über vertellen, aber einen Termin kann ich einmal sagen, und zwar gibt es in Februar ein ostfälisches Vernetzungsdrapen an der Uni Hannover. Und da fahre ich auf jeden Fall hin. Vielleicht ist der ein oder andere von Joe auch da. Und dann freue ich mich, wenn ich vielleicht ein Betten über Ostfeld schnackt. Und dann fahre ich auch im Februar nochmal nach Bremen in das INS, das Institut für Niederdeutsche Sprach, und droppe da die Lühe von der niedersächsischen Schaulkampagne Platt ist cool. Freue ich mich auch all rüber. Ach, cool. Mhm. Ja, also da ist im Februar
viel los und dann habe ich auch eine Anfrage kriegen. Vielleicht du kennst das auf jeden Fall, das weiß ich, du hast das ja auch an mitgemacht. Aber Buten kennt das vielleicht nicht, das gibt Schaulmeisterdagen, Schulmeister, also Lehrertage bloß für Plattdeutsch. Ich habe einmal sowas in Bremen organisiert und nu bin ich inladen worden für einen Schaulmeisterdach in Hilmissen, also in Hildesheim. Leider nicht ob das Mera Luna. Oh, Vielleicht wäre das auch mal was zu sagen, oh, Schaulmeisterdach auf Mera Luna, das wäre auch schön. Aber ja, da bin ich auch all inladen und freue mich auch all mega ob. Nochmal kicken, werde ich noch nicht genau, was ich da noch anbeten mache. Aber wenn Lehrer und Schaumeister in und um Hillmessen sind, kommt gerne nach Schaumeister hin. Ich bin da, ich mache mit jou Schnacken, mit jou Waken und kicken, was ihr mit Platt in Unterricht morgen könnt. Ja, da cool. richtig, richtig schön. Und naja, und über, ja, da hatte ich wieder Plattdeutsch Testimonial von das Ostfalen-Magazin bin, habe ich all vertellt. Spannend. Das war ein Ja, gaudet Jahr. Klingt auf ja. jeden Fall spannend. Ja, und über Leck schnack wie nochmal. Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir werden nämlich auch das Tau kommen, wäre das Barcamp. Also da habt wir einen Betten warm vermockt. Dann bin ich wieder auf den Landjugenddach und mag mit denen werde Yoga. Ich lüftet mal on tagen, aber ich mag auf jeden Fall werde Yoga und Sport und Plattdeutsch. Wir sind gerade dabei, eine Sorgtau entwickeln hier in der Lümborgschen Heid, also im Heidekreis. Pilates und Platt. Da habe ich bei Engs ganz witzig, den kenne ich noch von Freue. Der Leive Wiebke, der hätte nur eine Pilates-Schaul in Sneven, also in Schneeverding. Und ja, wir haben gesagt, das wäre mal cool, dass wenn wir was verhoben mockt. Und gerade entwickelt wieder Pilates und Platt. Dann, großes Thema für mich, das Jahr ist der Bildungsurlaub, den ich geben darf. Also einmal im April und einmal im Septembermond. Da schrieb ich auch nochmal den Link, wo ich mehr Infos dort finde. Und auch die Podcast-Folge, da habe ich auch in der Podcast-Folge habe ich all Werbung vermockt. Das war Plattdeutsch, aber geht darum, wo ein gesünder oder an der Arbeitsstelle blieben kann. Also, hält platt und stark, Tita und Utspann und wie wat Sport machen, wie wat lernen, wie gehe ich beide mit Stress um, wie kann ich mir bewegen, in meine Arbeitsstelle bauen, wie ernähre ich mich gesünder. All das passiert da in diese Weg, was wir lernen. Das ist in Leck, in der Nordsee-Akademie, da wo das Barcamp stattfindet. Ja, und sonst habe ich so ein paar lütschere Sorgen. Ich bin halb Anfragen für ein Jury, ganz witzig, für einen Übersetterpreis und ein paar Anfragen um ein paar Sorgentausch Rieven und das Lama. Also, ja, so ein paar Sorgen lobt noch wieder. Und dann kicken wir mal, was da sonst noch so ankommt. Gerade in Verbindung mit Plattdeutsch Unterricht, den ich geben möchte. Weil ich habe ja vertellt, ich habe das Platt lehren Seminar mockt. Oder mit dem Gedanken im Achterkopf, dass ich gerne Plattdeutsch-Stunden anbauen möchte. Und Plattdeutsch-Yoga möchte ich gerne anbauen. Das ist aber alles noch im Entwickeln. Und da kicken wir mal, wie sich das in Fermi umsetzen lässt. Ja, klasse. Richtig, richtig Mhm. schön. Ich denke, das Ja, ist spannend, ne? so ein schöner Utblick und nimmst welcher, was noch kommt. Stichwort Ja, Live-Podcast, Partyplatt und Plüschmus. Wie nimmt auf nur Anfragen entgegen? genau. Wie so ein Orben. Okay. Hilka, wie möcht uns ein Band beeilen? Hab wir noch fix 2 Songs? Ja, bitte. Ja, bitte. Okay, bist bereit? Ich bin Also, bereit. ich wär ein Spök. Ich wär allein. Verloren ob ein düstern Weg. Ein gave mir ein Thron, doch ich wüs nicht, wo ein glöft. Dobie wär ich der Königsche, der ich jümmes wähn schall. Ich leef in 2 Läven, spielte ob 2 Sieten. Aber von Dobie kein Stär für mi. Ein nimmt mi Problemkind, weil ich tau wild wär. Aber just steig nu ob de Böen an Grenzen. Okay, bist bereit für den Refrain? Ja, Oder weißt du all? ich hab, ich hab so eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich hör op mit auf Steken. Nu strahl ich, als wär ich do verborn worden. Wie drömt grot, sind wied komm, nu glöf ich do an. Wie gorn, op, dat is Usmomang, ta hopen Lücht wie ward golden.
Oh, op, mit us Stimmen. Für jümmers, nix kann us bräken. Wie wart golden. Ist das, also ich bin mir nicht sicher, wie, ich Ja, hef den ja, Film, ja, ja. Ja, okay, sag ich okay, mal. da bin ich richtig. Okay, das ist der Soundtrack von dieses Manga, Punch, nee, wo heißt das? Ich hef den Film nicht sehen. Ich hef nur immer Äh, dieses Late Ja, hört ja. und das ändert eigens gar nicht live singen kann. Ja, total witzig. Das läuft ja rupp und rinne grad überall. Also Huntrix heißt die Band von K-Pop Demon Hunters. Kann überhaupt nicht mehr Und das. Okay. ja, genau, der Song heißt Golden. Und der geht wirklich in Ohr. Ich habe Silvester mit zwei Legendären viert. Oder halt die restliche Familie dort auch. Und das Late, Leib, Rupp und Rünne und die Choreo dort Tau und hier und dort. Also, die Kinne lebt dat. Ich würde sagen, all die Öllen sind, die weten nu ganz genau, der Song lübt einfach unter den Ohren, wer der ruht. Irre. Geiles Late. Okay. Aber hast du den Film allkeken? Ja, mit an Silvester denn mit den Dirns. Mhm. Ah, okay. Ja, ich hab den mir noch nicht ankeken. Ja, ist ganz weit. Ja, also ein Kinderfilm doch eher. Ja, eher. Aber also, um Gauden Abendtau hem, total klasse. Okay. Ja, ich habe diesen Film eben nicht sehen, aber überall eben hört, dass das Lied eigens ja gar nicht live singbar, weil das eben so mit Autotune und was weiß ich was Ja. eben zurecht trocken worden ist und dass die Band das aber mit viel Arbeit und Stimmbildung doch hinkriegen hat, das Lied live zu performen, obwohl das eigens nie nicht so Krass. plant wäre. Ja, Wahnsinn. Ja, kann ich mir Ja. vorstellen. Der Film ist ja auch ins Lawn, als ein Wunderstern. Ähm, und da hat er überhaupt keine mitreckt. Ja. Ja, ja. Ich habe leider ein Lied, was nicht so liegt ist, aber aber ein schönes Lied. Ja, okay. Und also du, das kann, also das lebt auch in Radio, erst in der Tit und Ja, wie leg Jung so viel Radio hören da? gäb auch ein Musikvideo und das wäre Na, irgendwie fangen wir so, an. als das Ruth käme, wäre das irgendwie auch so ein Partykracher, sag ich mal. So. Okay. Also, ähm, döft ob de perfekten Namen. Ein, de Twiefel in hart het, allein ohn he selbst zu wein. Kriech zwischen ein und de Dach. He brugt ein, de ein de Schuld geben kann. Und en kann he von allein, kann he wat von allein doen. Kann eben in irgendeine Schrift nicht lesen. Wie geht einmal, echt. Für Ja, Partyplan und Plüschmus Bingo. Wie das auch wäre. du glaubst aber, was süßt du? Also, ne, nochmal, ich betone da nochmal anders, du glaubst, aber was süßt du? Du kriegst, aber was gibst du? Du smust, dat ein dat ewig ist. De Regen in din Hart, de Tränen von dat Hartleid von Schneewittchen. Du smust, dat ein dat verslichte Amaranth in Land von Morgenrot. Gibt's da doch noch einen Refrain oder weiter der Refrain? Das wäre der Refrain und der Titel ist in der Refrain all genannt worden. Amaranth, wie random ist das denn? Äh, ja, ich hab nicht mal ich weiß nicht mal, was für eine Zeile du im Titel wählen könnt. Ich weiß wirklich gar nicht. Also, der ein oder andere hätte sicher auch direkt immer gedacht, oh Lisa. Wenn halt nur so ein 80er-Schinken ist, ne? Oh, okay, Das, sag mal. das Lied ist von Nightwish Ja. und Hate Amaranth. Amaranth? Warum nimmt man einen Song Amaranth? Okay, okay, okay. Und ist von den 80ern, oder? Nee, Ah, nee, ich muss immer rückkriegen, in welches Jahr das Lied nach Hut kommen ist, aber da das ja all die zweite Sängersche war, Moment. Amaranth. Ja, 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 ja. Das ist rausgekommen in das Jahr 2009. Oh je.
Okay, ich werde es Mine Husub Gorf nu, ich werde da mal hören. Ja. Für alle Inweiten, nein. Das ist nicht Tarja, ich weet. Und nimm's kommt jemals an Tarja an. Aber die Annette, die hätte das auch gut gemacht. Annette, sorry. Okay, ich von daher, Hilka, Tau komm weg, schnack wie über wat. Die Weg, Toilette Topomol. 2.0. Ja, mega. Endlich ein Reboot von Us Klo-Volk. Geil. Habe ich richtig Endlich. Bock drauf. Unser nächstes Thema, die Toilette, Squatty Potty, Yes. wie kommt? Auf jeden Fall. Wunderbar. Okay, das hat schon richtig Spaß gemacht. Wir haben wieder richtig schön dort Jortok kicken. Richtig. Richtig cool. Ja. Also, Und denn, dann, morgen das Gaut. ja, passt auf euch ab und bet Balle. Tschüss. Tschüss.